Es ist ein Streit, den die Nationalisten in beiden Ländern immer wieder befeuert hatten. Regelmäßige, teils heftige Proteste wie hier in der mazedonischen Hauptstadt Skopje begleiteten die Gespräche in den vergangenen Monaten. Keiner wollte die Vorschläge der anderen Seite für eine Namensänderung akzeptieren. Nach mehreren Treffen der Regierungschefs, unterstützt von der EU, verkündete nun der griechische Ministerpräsident Tsipras die Bezeichnung Republik Nordmazedonien als Konsenslösung. Diese Namensänderung wird sowohl international, bilateral als auch national umgesetzt. Kurz gesagt wird der neue Name Republik Nordmazedonien gegenüber allen verwendet und beinhaltet die Verpflichtung, ihn in der Verfassung zu verankern. Eine Änderung der mazedonischen Verfassung galt bis zum Schluss als größte Hürde, da die in Mazedonien regierenden Sozialdemokraten von Zoran Zaev über keine eigene Zweidrittelmehrheit im Parlament verfügen. Nun soll ein Referendum im Herbst den Namen in der Verfassung verankern. Inzwischen dauert der Streit zwischen der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik Mazedonien und der griechischen Region Makedonien mehr als 25 Jahre. Beide beanspruchen den Namen für sich. Griechenland befürchtete Gebietsansprüche, blockierte deshalb über Jahrzehnte eine NATO-Mitgliedschaft und EU-Beitrittsverhandlungen mit dem kleinen Balkanstaat. Mit dem Zusatz Nordmazedonien können nun wohl aber beide Seiten leben.